Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir basteln heute immer an unserem Lavendel-Journal. Es kommen die Signaturen rein. Für das habe ich ja mal schon alles ein bisschen parat gemacht und da ganz Haufen Papier mir rausgelesen, wo irgendwie ein bisschen könnte zusammenpassen. Und jetzt müssen wir doch da das mal ein bisschen sortieren. Das hier kommt noch gerade schnell ein bisschen auf die Seite. Und dann machen wir hier mal 3 Beigeli und schauen, was wir hier alles für Papier haben. Ich habe probiert, immer von allem, was ich gefunden habe, 3 Exemplare zu nehmen. So, das finde ich ganz geniales Papier. Das ist so ganz fein. Das ist irgendein Block, den ich mal gefunden habe, glaube ich, in der Brocke. So, dann wäre da irgendetwas Grünes. So. Also, ich glaube, ich mache jetzt das erste Mal einfach Beigeli und dann tue ich die noch ein bisschen mischen. So, was haben wir da gesagt? So. Und so. Dann hätten wir da noch ein Häuseli-Papier. Das ist eins zu viel. Und dann also graues Papier. Das muss ein ganz altes Papier sein. Das ist nämlich aus der Brocke. Und das ist hier am Rand schon ganz angelaufen. Dann haben wir hier etwas mit Schablonen. Und noch ein, das ist so fast wie Löschpapier, auch aus der Brocke. Nein, ich glaube, ich tue da nochmal ein Häuschen drunter. Jetzt muss ich dann noch zählen, wie viele das sind. Ich weiß es gar nicht. Ja, dann haben wir noch ein gestreifelt. Also liniert natürlich. Und noch etwas Tüpfeltes und mit ein bisschen Gold. Und hier noch ein ganz interessantes Häuseli-Papier. So, wie viel sind das? 11. 11 Papier. Dann schauen wir doch mal, jetzt, wie dick das wird, wenn wir die mal alle schön falten. So, das ist schon eine recht fette Signatur, denkt es mich jetzt. Aber ich finde sie auch recht cool. Ein Papier ist jetzt doch ein bisschen grösser, aber das müssen wir jetzt sowieso ein bisschen abschneiden. So oder so ist ja das zu gross für da drin. Das heisst, ja, wir schneiden dann sowieso noch ab. Und sonst von der Grösse her, ja, ist jetzt so ein bisschen schmal, es hätte gut noch ein bisschen länger können sein, aber so können wir dann noch gut noch Tabs reinkleben. Genau, das machen wir dann auf jeden Fall. Gut, also dann werden die anderen Signaturen noch ein bisschen gemischt und nachher dann auch zusammengefaltet.
So, das wären unsere 3 Signaturen für das wunderbare Journal. Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir die auch noch schön abschneiden können. Und hier vorne schneide ich sie, glaube ich, nicht ab. Das könnte man jetzt auch noch schön gerade machen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich denke, da kommen ja dann eben sowieso noch Tabs dran. Und nachher sieht doch das schön aus, wenn das so ein bisschen unregelmäßig ist. Ja. Das heisst, ich muss schauen, dass hier unten alles möglichst schön ist und nachher müssen wir da schauen, wie viel das wir abhacken müssen. Und dann müssen wir hoffen, dass wir das alles schön abschneiden können. So, ich würde mal schätzen, etwa hier. So. Ich glaube, es ist gut. Ja. Prima. Schauen wir noch mal. Oh ja, hübsch. Supi. Alles gut gegangen. Prima. Dann müssen wir jetzt hier wieder mal anzeichnen, wie wir sie reinwollen. Und dann müssen wir noch die Reihenfolge festlegen. Werde ich das zuvorderst, das würde noch schön aussehen. So, ich glaube so. Jetzt müssen wir auch noch anzeichnen, wo das reinkommt. So, also hätten wir jetzt hier oben 3 Pünktchen, in der Mitte 3 und unten 3. So, und das müssen wir jetzt doch noch hier übertragen auf die hier. So, das sieht man auch nicht so gut. Das muss ich hier auch noch ein bisschen besser anmalen. So. Gut, dann müssen wir ja jetzt, was ansteht, und zwar Löcheln. Hier Löcher rein und hier Löcher rein. Für das habe ich hier ein Brettchen. Und ich mache das einfach mit der ganz normalen Ahle. Ich finde das bei der noch gut. Die wird hier schnell ein bisschen breiter. Dann kann man die Löcher ein bisschen grösser machen, wenn jetzt bei so einer Ahle extra für Buchbinder. Die sind meistens ein bisschen schmäler. So, jetzt genau müssen wir hier auf der anderen Seite die Löcher noch finden. Und hier noch ein bisschen nachher.
Dingsbumseln. Und die sind eben halt dann manchmal so ein bisschen blöd versteckt da. So, aber wenn wir die etwas grösser machen, dann kommen wir die ganz gut durch mit den Nadeln. So, wo ist der jetzt? Ah, genau, da hinten. Da versteckt. So. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute die Löcher mit so einem Locher machen. Aber ich glaube, das wäre mir dann ein bisschen zu gross. Ich habe das Gefühl, das ist nachher ein bisschen lödelig, aber jedem das seine, gell? So. Doch, ja, ich meine, das sind jetzt auch rechte Löcher, die es hier gegeben hat. Aber eben, wie gesagt, da kommt man ein bisschen besser mit den Nadeln durch. So, und jetzt das mache ich aber nicht so gerne, weil ich immer das Gefühl habe, mir verschiebt es da immer alles. So und so. Und jetzt machen wir die Löcher. So. Doch, es ist mehr oder weniger auf dem Strich. Gut. Prima. Dann habe ich jetzt hier so ein gewachsenes Schnürchen. Nehmen wir doch von dem mal 1, 2, 3. Zack. Zack. Und komm. Voilà. So, irgendwie denke ich mir fast, ich habe das schon lange nicht gemacht. Irgendwie das letzte Journal, das wir gemacht haben, haben wir mit dieser Bindung gemacht, mit diesen einzelnen Stofffötzchen dran. Und ich glaube fast das, was wir vorher gemacht haben, war mit Gummizügen. Kann das sein? Ich weiss es gar nicht. Tja. Wo geht es durch? Da. So, und dann, ihr kennt es, ich muss es wahrscheinlich nicht erklären. Eins links, eins rechts, durch, unten durch von diesem Bändchen. Gut anziehen. Und dann ein Knopf und 2 Knopf.
Dann kommt das zweite, das wäre das gewesen. So, unten und oben gibt es nicht. Wo ist mein Nödeli? Da. So, das ist unser Journal. Hey, okay, sie sind schon ein kleines bisschen kurz. He? Das ist jetzt halt einfach, weil wir einfach A4 genommen haben und das einfach schön brav in der Mitte gefaltet haben. Aber dann nehme ich mir doch vor, ich habe ja da noch einen ganzen Haufen von diesen Abschnitten, dann könnte ich doch von denen einfach dann coole Tabs machen. Ziemlich viel und recht grosse. Oh ja, ich glaube, das wird ganz eine lustige Arbeit. Ich habe ja sehr viel von denen. So, aber hey, mega cool, ich freue mich. Und die Farben sind ja der Hammer, oder? Obwohl jetzt das Grün passt ja nicht ganz so extrem wirklich, aber alles in allem miteinander finde ich, sieht super schön aus, super sommerlich, fröhlich, blümlich. Ja, und passt mega gut zusammen. So, was wir dann mit denen hier machen wollen, ob wir hier noch etwas dran bamseln oder so, keine Ahnung. Wenn ich mir das jetzt hier hinten anschaue, ja, wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wenn man das jetzt am Schluss drüber geklebt hätte. Also das da noch über die Bindung drüber reingeklebt. Das wäre vielleicht ein bisschen hübscher gewesen. Hey, aber ich meine, wir können da immer noch irgendeine Dekoration machen. Irgendwas fällt uns doch noch ein, dass das dann ein bisschen hübscher aussieht. Weil das ist jetzt, muss ich sagen, von der Farbe her jetzt nicht gerade so der Oberhammer. Aber schlimm ist es nicht, weil da vorne kommt ja auch viel noch so ein bisschen beige vor. Theoretisch könnte man es sein. Aber ja, hey, uns kommt sicher noch irgendetwas Cooles in den Sinn, weil wir sind ja noch lange noch nicht fertig. Das wird ja jetzt noch hübsch alles dekoriert. Und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid beim Dekorieren, dann schaut doch dann wieder rein. Es würde mich mega freuen. Es würde mich auch natürlich über jedes Abo würde ich mich freuen, über jeden Daumen gegen oben würde ich mich freuen, über jeden Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.